Wer am Zehnerstein im Trubachtal klettert, bewegt sich auf historischen Spuren. Hier wurde vor 50 Jahren das Klettern neu erfunden. Mit reduzierten Hilfsmitteln und reiner Muskelkraft entwickelte sich das sogenannte Freiklettern. Mit jeder neuen Route hinterließen die Pioniere einen roten Punkt. Auch Norbert Sandner und Immo Engelhardt. Was ist das da unten? Kurz, letzter roter Punkt. Und die anderen, die alten, das weißt ja du noch ganz genau. Ja. Und dann manchmal ist uns halt die Farbe ein wenig verlaufen, aber das war der letzte rote Punkt, also ein richtiger Klassiker. Und der da, der war 76 für diesen Riss gemacht. Und der da war handgemalt, da hat er richtig so rumzittert, bis er einen schön rund hingekriegt hat. Für uns war es eben ganz wichtig, wir wollten am Fels klettern, wie sie es damals schon im Elbsandstein gemacht haben und auch im Yosemite Valley freiklettern. Und das war eigentlich der Grundgedanke, dass wir sagen, hey, diese genagelten 8 Climbs, die wollen wir eigentlich freiklettern, auch wenn wir natürlich die Haken zur Sicherung mit hergenommen haben. Rückblick. Kurt Albert, fränkisches Klettergenie und internationaler Vorreiter, hat den neuen Rotpunktstil weltweit etabliert, bis er 2010 am Felsen tödlich verunglückte. Ich bin kein Mensch, der andere irgendwie beeinflussen will und sagen, du musst das so machen. Jeder muss seinen eigenen Stil entwickeln und seinen eigenen Stil erleben, durchleben. Ich glaube, ich habe meinen Stil gefunden hier. Der Spruch ist immer, was du morgen kannst besorgen, verschiebe nicht auf heute. Fast alle klettern hier heutzutage Rotpunkt, wie damals. Also aus eigener Kraft eine Route in einem Zug durchklettern. Zwar mit einem Seil gesichert, aber ohne die Haken zu belasten. Auch immer mehr junge Menschen finden den Weg aus den Kletter- und Boulderhallen in den Städten raus an den Felsen. Bis Mitte der 1970er Jahre sah das Klettern noch ganz anders aus. Mit Trittleitern ging es den Felsen hinauf, statt mit reiner Fingerkraft. Zahlreiche Hilfsmittel und auch das Treten auf Haken waren erlaubt. Und wenn sich Immo Engelhardt die damalige Ausrüstung so anschaut, na ja. Statt des Helmes hat man früher einen Hut aufgesetzt, mit Zeitungspapier ausgestopft, für den Steinschlag als Prallschutz. Das ist natürlich längst überholt. Die Materialien sind funktionaler und leichter geworden und das Training ausgefeilter. So hat sich das Klettern in den vergangenen 5 Jahrzehnten zu einem athletischen und anspruchsvollen Sport entwickelt. Frei klettern, frei denken, frei sein. Das war das damalige Lebensmotto von Kurt Albert und seinen Freunden in einer jungen und wilden Kletterszene. Das war Oberschöllenbach, wo wir 14 Jahre zusammen gelebt haben. Wenn man jetzt zurückdenkt, das waren unglaubliche Zeiten. Weil es ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, wir waren weltweit unterwegs und haben auch immer nicht nur Jungs, sondern auch viele Mädels mitgebracht. Und da ging es teilweise schon wild zu, um das vorsichtig auszudrücken. Und waren super gute Partys. Ja, das war toller Spirit. Es waren halt immer ausländische Gäste da. Das war richtig, richtig cool. Du konntest dich wirklich mit den Besten der Welt messen. Auch heute zieht die fränkische Schweiz viele Spitzenkletterer an. Unterhalb des Zehnersteins ist der Zeltplatz Oma Eichler ein beliebter Treff für sie. Nach dem Klettern geht's zum Fachsimpeln und auf Kaffee und Kuchen zu Martha Walter. Die Oberfränkin hat die Arbeit von ihrer Mutter übernommen, wobei es für sie vielmehr eine Passion ist. Für die Klettergäste aus der ganzen Welt ist sie nämlich gerne da. Es halte sie jung, sagt sie. Und der rundum positive Ruf eilt ihr schon voraus. Es ist einfach sehr persönlich bei uns. Und das, glaube ich, kommt auch gut an bei den Leuten. Und untereinander sind die auch so, miteinander. Das besondere Flair hier von dem Platz kommt von den Gästen, nicht unbedingt von mir. Zu Gast bei der Oma Eichler war auch regelmäßig der legendäre Kletterer und Rotpunktbegründer Kurt Albert. Unvergessen bis heute. Sein Spirit lebt weiter. Beim Freiklettern und bei jedem einzelnen Griff und Tritt in den rauen Löcherkalk. Nicht nur unter seinen Freunden im Frankenjura.